Servus Leute, hier ist der Renton. Hier ist der Kai. Und wir sind kurz vorm Bossfight, den wir angekündigt haben. Und wir haben jetzt bei uns in der Zeit 20 nach 11. Liegen aber trotzdem noch relativ gut in der Zeit, würde ich sagen. Ja. Gegenstände braucht man sonst keine. Ist eigentlich relativ egal, was ich mitnehme. Den Schlüssel kann ich noch ablegen, weil ich nicht weiß, ob wir noch irgendwas Besonderes kriegen. Dafür nehme ich noch so Doppeltes mit. Wechsel hier die Munition auf die. Okay. Ich glaube, wir sind gut vorbereitet. Ja. Also ich soll es mit dieser Waffe eigentlich schaffen. Ja. Ich glaube, wir schaffen den Run sogar ohne das Maschinengewehr einzusetzen. Außer ich nehme das später für die für gewisse Gegner. Ich glaube, das mache ich auch. Jo, ich hoffe, ihr habt bis jetzt viel Spaß beim Resident Evil 2 Let's Play. Da liegt Munition der Toilette oder was das ist. Munition auf dem Klo. Hammer. So, den Schlüssel brauchen wir, um diesen Waggon hier zu starten. Ich bin immer gespannt, wie gut wir hier vorankommen. Ja, die Fabrik geht eigentlich ziemlich schnell. Ja. Es sind zwar ein paar Sachen, die man drauf achten muss, die optional sind, aber wenn man sie macht, hat man dafür mehr Spaß in Szenario B, sag ich mal. Und auch mehr Vorteile. Oh, da muss ich mal aber helfen, weil ich weiß nur, wie man schnell durchkommt. Muss man dann sagen, was ich noch machen soll. Ja Leute, wenn euch das Let's Play gefällt, ein Abo wäre cool, Like wäre auch cool. Wenn es euch nicht gefällt, vielleicht kommentieren, warum. Ob wir euch zu langweilig sind oder sonst was. Und, ja. My stomach hurts. Sherry hat Bauchschmerzen. Hang in there, Sherry. Your forehead's burning up. I've got to hurry before the embryos pupate. Oh oh. Es macht einfach Spaß, die Spiele wieder zu spielen. Ja, es sind wirklich Klassiker, die man immer wieder spielen kann. Also ich denke, Resident Evil kann ich wirklich immer wieder spielen, egal was ist. Ich meine, das Spiel ist jetzt von 98, ne? Ja, ist bald 20 Jahre alt. Oh, der William. Das war echt geil. Das sind einfach so geile Transformationen. Die haben sich so viel Mühe gegeben und sich so viel dabei gedacht. War's das schon? Nee. Das ist gerade so ein bisschen an Hulk. Guter Hulk. Mit der zerrissenen Hose. Ah, sehr gut. Können wir jetzt noch ein bisschen betrachten, wie er eingeht und tschüss. Irgendwie habe ich gerade eine Erinnerung gehabt, dass das Geländer runterspringt. Der Falzgeländer runter wenn du mit dem Leon spielst. Du bist auf so einer silbernen Brücke, wo er dir begegnet. Dort hat er dann auch das Stahlrohr in der Hand. Sherry. Genau an der Stelle bin ich mal kaputt gegangen. Und habe ewig nicht gespeichert vorher. Wow.
müssen wir uns gut merken. Und wenn wir es spielen. Ja gut, ich glaube, das passiert mir nie mehr. Also das habe ich niemals mehr vergessen. Das war so frustrierend. Ich gehe als gern da an der Stelle kaputt in Szenario B. Weil es ist noch einmal eine fortgeschrittenere Mutation, die ziemlich heftig ist auf dem engen Raum. Und er bewegt sich auch ziemlich schnell, also nicht so wie der, der jetzt er hupst danach über die Backe drüber oder... Ja, ist aber... Claire? Oh, you're finally awake. Isn't this... That's okay. You keep it. I'm sure it'll keep you safe. Thank you, Claire. Even though I'm an only child, neither of my parents ever spent much time with me because of their work. I grew up alone, but now that you're with me, I finally have someone to rely upon. Sherry. Die hat eine Rest Steckdose here auf dem for a Rücken bit. gehabt. I'll be right back Wer? as soon as I found the antidote for you. Die Claire, das hat auf dem Rücken ausgesehen wie eine Steckdose. So, Guck mal in die Schränke. Ne? jupp. Das war's. Jetzt muss ich ganz kurz überlegen, was ich jetzt wirklich mitnehme. Ich glaube, ich nehme die Armbrust mit und 2 Health-Dinge. Wobei die Armbrust belegt wieder 2 Plätze, ne? Nee, die Armbrust belegt nicht den Platz. Ja, aber mit der Munition. Achso. Ich glaube, ich nehme nur A-Health-Ding mit, um ein bisschen Platz zu sparen. Und brauche ansonsten den Schlüssel, könnte ich direkt mitnehmen. Ja, alles klar. So, das ist jetzt auch geil. An der Stelle guckt man auch in Resident Evil Zero hier. Ah, Und da trifft man Enrico. Also das finde ich auch so geil. Man kommt eigentlich ganz schön viel rum in Resident Evil Zero. Sollte man nicht meinen. Zumal man dann am Schluss wieder in dem anderen Herrenhaus landet vom Enzo. das ist echt cool, sowas. Also man kann über Capcom sagen, was man will. Dass sie viel unnötige Editionen machen oder sonst was. Aber ich finde es geil, wie viele Details die in Resident Evil neu gemacht haben. Ja. Die Entwickler von Resident Evil. Zumal du früher Capcom immer nur in Verbindung gebracht hast mit so Spielen wie Street Fighter und sowas. Mega Man, Street Fighter. Die Sequenz fand ich früher extrem geil. Du hast halt früher die Playstation gehabt und dann so viel Details und da bewegt sich alles und bla bla bla. Also das war früher ziemlich beeindruckend, finde ich. Ich muss sogar zugeben, auf dem Röhrenfernseher sah das viel besser aus. Ja, auf dem Röhrenfernseher. Ach Gott, das waren noch Zeiten. Ey. Resident Evil 2 ist auch eins von deinen Spielen, wo ich wirklich sage, wenn einsame Insel 5 Spiele, da wäre das mit Sicherheit dabei. Ja, definitiv. Bräuchte noch halt Strom, ne? Ja, bisschen Strom auf der einsamen Insel wäre natürlich gediegen. Aber ich habe das so oft gespielt, das hat sich so in mein Hirn eingebrennt, dass ich es eigentlich im Kopf spielen kann. Was muss ich hier machen für den Leon? Genau dasselbe. Ach so. Ja, dauert noch. Ich sag da dann rechtzeitig Bescheid. Okay. Guck jetzt einfach, dass du überlebst, dich nicht von deiner scheiß Liga und deine Pflanze umbringen lässt. Da sind 2 Stück dahinter.
für die Pflanze ist, wären halt die Kerosinpatrone gut. Fuck! Bin ich jetzt vergiftet? Nee. Nee, aber die können dich gar nicht vergiften. Ja, ja. Aber ganz gute Technik ist einfach, den Gang ein bisschen runter zu laufen und dann einfach in die Schacht rein zu schießen. Du musst noch nicht lang. Und da draußen nochmal Pflanze. Jetzt schon? Du musst nicht lang. Nee. Und zwar gerade die andere Seite runter. Alter! 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 Ich steht mich halt. Ja, da ist halt echt am besten die Kerosin. Ich stehe den anderen auch gleich umbringe, schon krieg schwer Probleme. Ja. Ja, aber der bleibt ja da im Gang stehen. Du kriegst jetzt zum Beispiel an der Stelle mit dem Leon einen Flammenwerfer mit 100%. Mhm. Der halt aber auch irgendwie blöd ist, das Ding hat einfach keine Reichweite. Das war dasselbe Problem wie im Enter. Hast du, naja, Quatsch, scheiße, du musst nochmal an die Kiste das Feuerzeug holen. Ja? Außer du hast, Kerosin, ne, du hast keinen Granatewerfer dabei, ne? Nee. Für die Pflanze hier. Ja, du musst das ausstecken. Die greift mich aber an, wenn ich hingehe. Der hat Benzin ausgeschüttet. Ah! Und es verbrennt die Pflanze und dann kommst du durch den Schacht in den anderen Raum und da sind dann zwei von den Giftliger. Ah ja. Achtung, die Pflanze. Gut. Dann hole ich jetzt das Feuerzeug. Ich stehe die Pflanze umbringen. Du musst ja noch ein paar Mal vorbeirennen und die nervt dich furchtbar. Okay. Und ich glaube, wenn du die zwei dann nochmal getötet hast, dürften keine mehr kommen in dem Gang. Da habe ich dann ganz gern diese Blitzkanone benutzt. Eieiei. So, ich werde jetzt sicherheitshalber nochmal speichern an der Stelle, oder? Ich meine, wir beenden den Part nicht, aber einfach speichern. Mach wie denkst. Also ich steht jetzt ein bisschen was zum Heilen mitnehmen. Wobei du, wenn du durch die Pflanze kommst und die andere Pflanze kommst, sind ja da draußen im Geländer nochmal 2 Heilkräuter. Ja. Ähm, Ich scheiß auf den Ende-Speicherstand und mach das hier direkt. Und zur Not. ja. Ich meine, für B- oder A-Ranking, wie oft darfst du maximal speichern? 2 Mal gleich. Dann haben wir es ja eh schon verkackt. Ja. Ja, es ist ja jetzt auch nicht das Ziel, ein gutes Ranking zu erreichen, sonst einfach mal wieder zu spielen halt, ne? Wo sind denn die... Ah, hier. Guck mal hier. Sehr gut. Ja, ich denke, das sollte ausreichen an Munition, was wir haben. Soll ich... Ich stehe die Acid Rounds ablegen. Genau, das wollte ich machen, ja. Hast du das Feuerzeug? Nein! Stimmt. Danke. Gern. Du kannst das klappt mal nicht. Du musst im richtigen Winkel sein. Das mit den Kerosin-Rounds in Flamme setzen. Okay, ja, aber ich will die Munition nicht verschwenden, weil ich die Kerosin-Rounds für den Endboss nehmen will eigentlich. Und wenn ich du wäre, das fällt mir jetzt ein,
Das ist die normale Granate, die Waffen abfüllen, wegen der Licker. Ich hab keine mehr. Ah, nicht in der Kiste? Ne, ich hab keine normale Granate mehr. Alles klar, dann ist das erledigt. So, ich renne jetzt vor an der Pflanze vorbei und schieß dann. Oder soll ich jetzt. Ich schieß mal direkt drauf. Schieß drauf. Gut, hat funktioniert. Jetzt liegt sie schon. Die kann ich aber, selbst wenn sie tot ist, noch peitschen. Ja? Hm? Fuck. Das sind richtig Drecksviecher. Was erwartet mich im anderen Raum? Außer die Licker? Ich glaube, du findest Munition. In dem Ende Ding gibt's ja noch eine riese Mod, ne? Gibt's hier unten auch. Ja, da müssen wir auch hin. Ich glaube, du musst zwingend nicht hier, oder? Nö, zwingend nicht, aber das ist das, was ich vorhin gesagt habe, was ich noch erklären möchte. So. Das Ding? Ja. Was ist? Jetzt kriegst du. So, ich muss mich jetzt definitiv nochmal heilen. Ja, draußen sind ja noch Kräuter. Genau, das habe ich jetzt auch vor. Aber du ist auch eine Pflanze, die bewacht, ne? Ja, die will ich jetzt direkt töten. Wir haben ja gespeichert. Ich schieß direkt drauf, ich weiß, dass er da steht. Ja, aber dann nimm noch einmal für die Pflanze. Investier lieber nochmal 2 Kerosinpatronen. Ja, ja, habe ich schon. Ah ja, okay, aufgefüllt. ich habe gedacht, der hätte gewechselt. Das war hier, ne? Ja. Kann ich eigentlich gleich drauf folgen, dann steht genau im richtigen Winkel. Gut. Weil das Problem ist, erwarten uns noch einmal 3 Licker. Das heißt, ich muss mich jetzt auf jeden Fall voll heilen. Und dann hoffe, dass ich das schaffe. Oh, fuck, weil die 3 Licker sind extrem gefährlich. Die sind extrem gefährlich, besonders wenn ich in der Haut komme, die andere. Und du darfst nicht zu weit vorrennen. Das fand ich auch immer geil gemacht. Die Pflanze links, ja. Die sieht Hammer aus. Hopp, komm her. Stecken. Geschafft. Aber mir kommt das alles completely random vor, ja, was die Eisstecke können. Der eine ist schon noch einem Schuss kaputt, beim anderen musste 4 Granaten drauf schießen. Yep. Die Endlos ist wohl noch übrig. Für später. Nee. Guck mal hier an die Kiste oder? Ne, vorne kommen wir schon an die Kiste. Nein, durch die Kante. Ja, ja, aber da kommt doch schon die Kiste, oder? Alter, dann kann ich die Pflanze mitnehmen. Gut, gut, gut. So, die leck mal ab. Das leck mal ab. Das können wir alles erste Mal behalten, oder? Reichen 2 Slots? Ja. Zumal ich den Endschlüssel jetzt eh verliere. Licker kommen jetzt glaube ich gar keine mehr. Doch, ich glaube auf dem Rückweg kommt nochmal einer durch die Decke. Okay. Gut, wenn das soweit ist. Do, und zwar do müsste glaube ich einer nochmal runterkommen. So, da hinten kommt die Mod.
Ich glaube, du kannst auch nicht in die Demo. Ah, Card Key. Wobei ich nicht weiß, für was man die Mod erledigen muss. Ich weiß es echt nicht mehr. Um an diesen Computer ranzukommen, wo dich anmelden musst, dann tust du da das Passwort eingeben und registrierst deinen Fingerabdruck. Dann musst du nur an eine Tür eingeben. Guck, hier brauchst du Schlüssel. Genau. Und es sind aber 2 erforderlich. Und du aktivierst den und dann kannst du im Szenario B mit dem Leon auch nochmal dich anmelden und, Okay. und kommst dann in das Labor rein und kriegst dann nochmal ein paar Goodies. Er hat das meine ich mit detailgetreu. Das ist der Hammer. Ja, ist einfach gut durchdacht. Gut, er ist tot. Das war auch schon detailgetreu damals, dass die Pfeile stecken geblieben sind und hier eine Tür, die nicht laden muss. Ich meine, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber das war damals das der absolute Wahnsinn. Ja, das war halt auch mitunter ein Grund, warum, also jetzt nicht die Türe, sondern das mit dem Pfeil stecken bleiben und so. Das war halt echt ein Grund, warum das bei uns initiiert wurde. Ja, ja. Du kannst zum Beispiel auch mit der Säuregranate kannst du so echt so komplett die Körperhälfte von so einem Zombie auflösen. Oder mit dieser verbesserten Schrotflinte von Leon kannst du dann richtig den Oberkörper wegspringen. Aber wenn du Pech hast, ist er dann nicht tot, sondern der Oberkörper greift dich dann noch an. Annette! You killed William. I'll never forgive you for that. Wait! I've just prepared a sample of the G-Virus. And this time, no one will take it from me. This is the most significant piece of research my husband has ever left in my hands. Stop it! Sherry's in serious trouble. William implanted her with his embryos. There's no telling when they'll pupate. And if that happens, then Sherry won't. What? William. William, you're alive. Okay, Leute, wir hatten wieder kurze Tonprobleme. Zum Glück während der Cutscene. Jetzt geht's direkt weiter. Will ich die mitnehmen? Ja, nimmst du doch mal mit. Ich frage mich, ob wir die Motte mit der Armbrust klein kriegen. Ich steht lieber die Granate benutzen. Ja, ne? Du hast ja aber auch genug. Ja, ich hab also Munition. An Munition mangelt's uns heute echt nicht. Nö. Ja, ich frage mich echt, wie mir das damals passiert ist, weil ich einfach jegliche Munition verschossen habe. Boah, ist die Share eingegangen, ey. So, der Computer haben wir auch frei gemacht. Einloggen müssen wir uns als Gast. Und Passwort gibt's keins. Ja doch, dein Fingerabdruck ist das Passwort. Dein Handabdruck meine ich. Wunderschön. Okay, mehr muss ich nicht machen hier drin, ne? Hier drin nicht mehr. Gut, ich habe jetzt die Labcard. Ah, stimmt, jetzt kommt ein Licker. Noch ein weiterer Stücksaat. Ich guck gerade, was für eine Waffe ich habe. Ja, Ja, passt doch. ich denke, ach, das passt. Kann auch sein, dass das noch echt kommt. Oder im Szenario B, ich weiß es nicht. He's Okay. getting Alle Fälle stronger kommt when he einer keeps getting durch die casts Deck. off. In irgendeinem Szenario. Sherry! Tell me what I need to know. How can I save Sherry?
I have detailed information. Everything you need to know to prepare the antidote is right here. So, jetzt gilt es, das Antidote zu machen, um Sherry zu retten. Save my daughter. And tell her I'm sorry I wasn't a better mother. Tell her I love her. Sherry. Oh, jetzt lauft sie aus. Self-destruct sequence has been activated. Repeat, the self-destruct sequence has been activated. This sequence may not be aborted. All employees proceed to the emergency car at the bottom platform. Alles klar. Jetzt geht's rund. Jetzt wird das Gegenmittel hergestellt. Und dann sind wir eigentlich schon direkt beim Endgegner. Brauche ich Platz? Ich leg die roten Pflanzen mal ab. Ja. Sicher ist sicher. Weil ich jetzt... Ne, ich gehe gleich hin. Mix die. Und leg sie ab für später. Den brauche ich, glaube ich. Doch, die nehme ich mit. Oben sind noch ein Haufen Zombies an einer Stelle. Leon, you made it! Is that you? Where are you? I can see you on the monitor. But never mind that right now. Leon, you have to go back and get Sherry for me. I left her in the security office. Please, you must save her. Wait a second. What are you gonna do? Where are you going? I still have a few loose ends to take care of. I'm counting on you. Alles klar. Ich muss jetzt in den blauen Gang, um das Gegenmittel herzustellen. So ist er. Was für ein Wichser. Ey, das ist echt der Hammer, was die einstecken. Gut, zum Glück hat er mich noch nicht irgendwie verwundet stark. Ja. Hat mich zwar einmal getroffen, aber das geht noch. Also in irgendeinem Szenario kommt jetzt aber auch nochmal so Pflanzen. Kann sein, dass er nicht kommt, ja. Ich weiß es nicht genau. Aber nicht in dem Gang, sondern da, wo du das Bakin herstellen musst. Ah ja, okay. Blend hier die Hintergründe, das sieht so geil aus. Der Vorteil ist halt, dass das alles statisch ist und es wie hinterlegte Bilder eigentlich nur sind. So, das ist jetzt ganz wichtig. Du öffnest rechts jetzt die Tür. Mhm. Und hinterlegst du jetzt deinen Handabdruck. Ah ja, okay. Und da kommst du jetzt in Szenario B mit dem Leon dann rein. Und was ist da drin? Es ist ein weiteres Maschinengewehr drin. Und ich glaube Munition. Und das ist schon praktisch. Also das heißt, wenn du vorhast, halt beide Szenarios zu spielen. Genau, mit Leon B sind glaube ich in dem Raum noch geplant. Wenn du vorhast, beide Szenarios zu spielen, kannst du quasi bedenkenlos in jedem Szenario dann das Maschinengewehr mitnehmen.
In jedem ersten Szenario, A-Szenario, das Maschine gewendet werden, weil du wieder B-Szenario drin bist. Nur die Tasche, die ist halt wirklich, Und die hilft schon einiges, wenn man mehr mitnehmen kann. ja. Ja, ich hab gedacht, ich krieg sie beide gleichzeitig down. Aber nö. Wobei, wenn du halt das Spiel gut kennst, ja, kannst du dir das alles so strukturieren, dass du auch ohne diese Zusatztasche immer gut bedient bist mit Platz und was du da brauchst. Mo-Disc. Jetzt können wir die Jill befreien. Ja. Ich weiß noch, einmal habe ich das so liegen lassen, ne? Und bin dann wohl ins andere Labor gerannt. Und musste schon mal den ganzen Weg zurück. Ah, das sind so Sachen, ne? Genauso wie mit dem roten Ventil. Da musst du jetzt eigentlich. Ah, nee. Ich war gerade überlegen, wo ich hin muss. Außer du hast das Halsbrenner mitgenommen und wolltest das halbe. Jetzt zurück, ne? Hier Ja, entlang. jetzt musst du wieder in das Labor ohne wo der. Ich weiß, wo ich hin muss, aber ich weiß ohne. Ist das ohne? Ja. Okay. Das wusste ich nämlich nicht mehr, wo das ist. Hinter dem Safe Room. Noch den Gang. Links. Danke. Ja, und dann würde ich sagen, speichern wir nochmal vom Endboss. Weil dann sind wir ja quasi schon beim Endboss. Ja. Darf ich aber spielen? Dann darfst du endlich spielen. Tut mir leid. Ach, Ich habe doch ein bisschen länger gebraucht, wie ich gedacht hätte. Wobei wir haben jetzt keine wirklich große Hängerkarte, ne? Nö. Warum wenn's denn das halt so Kleinigkeiten, ne? So, könnte man ohne das Heilmittel jetzt eigentlich das Spiel schon beenden? Hab ich nie probiert. Wir wollen es jetzt aber auch nicht testen. Nö, wir wollen ja, dass die Sherry überlebt und in Resident Evil 6 spielbar ist. Die ist doch spielbar. Ja, ist ein Hauptcharakter. Du hast schon mit jedem quasi, mit jeder Storyline 2 Charaktere. Okay. Was nehmen wir noch mit für den Endboss? Das kannst du vom Rückweg machen. Ich erinnere mich speichern. Ja, stimmt. Wie gesagt, ich habe ihn eigentlich irgendwann mit dem Submachine Gun. Ja, was sagt Machine Gun dauert ja viel zu lang. Zumal der kann dich ja richtig gut und schnell töten. Mit 2 oder 3 Angriff. Ja, Ja, aber nur wären in ja Heilung dabei. In der Transformation. Die erste ist eigentlich ziemlich easy. Die ist in Leon B auf der Plattform viel schlimmer. So, hinne. Übrigens, der ihr Host sieht aus wie ein Unerhaus, ich kann mir nicht helfen. Ja. Wie eine zu enge Unerhaus. Aber weißt Und unseren Dietrich legen wir jetzt übrigens ab und stecken dafür das Heilmittel ein. Ist dir das schon mal aufgefallen, dass Ja, du das... Okay, was wolltest du sagen? Sorry. das Einzige, was mich ein bisschen stört an den Resident Evil Spielen, ist, dass an manchen Stellen Gegner, man kann jetzt auch respawnen, aber einfach wieder, wenn du den Raum wieder betrittst, da sind. Wie zum Beispiel in Resident Evil Ends am Schluss im Labor, die nackischen Zombies. Wo kommen die auf einmal her? Ich meine, du hast sie alle gekillt, das Labor ist nicht sonderlich groß.
Wo kommen die her? Das ist blöd. Vor allem, es kann ja nicht mehr Mitarbeiter geben, wie die du schon alle gekillt hast, die da drin sind. Das stimmt wohl. Da hätte ich dann lieber so mehr von denen gezüchtete Feinde auftreten lassen, wie diese Chimeras oder so. Das stimmt, ja. Oder auch Hunters. Gut, Leute, wir speichern. Und dann geht's zum Endgegner. Aber das ist ja dann. Ja, das ist der Schluss jetzt, Ja. genau. Ist irgendwie schade, dass man jetzt doch. 5. Ich hab gedacht 6 jetzt, aber ja. 5 sind in Ordnung. Geht noch klar, oder? Ja. Wir müssen das nicht sehen. Mehr nach K-Spray eingesetzt. Ja, das Problem ist halt beim Aufnehmen, wenn wir es irgendwo verkacken, müssen wir alles nochmal neu aufnehmen. Das ist das halt. Ja. Am Ende noch ein bisschen was vor. Ja. Ich bin nur mal gespannt, wie lange wir für B brauchen. Du hast bei deinem Playthrough 3,5 gebraucht, ne? Bei meinem letzten Playthrough. Seid ihr bereit für den Endboss? Yeah! Aber ich muss sagen, ich bin ein paar Mal gestorben. Deswegen habe ich vorher gespeichert. Aber ich weiß die Stelle noch, wo man dann am besten speichert. 5 minutes until Aber detonation. meine Geheimwaffe ist wirklich hier Fire Rounds. Mhm. Ich habe übrigens auch kaum was dabei, ne? Ja, ja, das dürfte aber passen. Wunderschön. BAM! Das ist halt so still. Du könntest jetzt so voll mit Maschinengewehr ballern und der wird sich dich nicht berühren. Ja. Der geht dann gleich in die Formation über. Nur in der Transformation wird es halt ein bisschen tricky dann. Jetzt wird's eklig, ja. Weil jetzt kann er richtig ekelhaft springen. Und dann ziemlich schnell. Jetzt springt er runter, verdammt. Und das ist jetzt wieder so ein Kampf. Ich sehe nix. Wo dein größter Feind eigentlich die Kamera ist. Wow, 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 wow. Heilig. Jawohl. Oh, Gott sei Dank. Ah, das Vieh ist einfach geil. Also, Den gab's auch als Spielfigur in. Sieht der geil aus. Also als Actionfigur in alle erdenkliche Formen, ne? ja, ja. Dann gibt's auch mittlerweile, gibt's die auch wieder ziemlich geil gemacht von NECA, glaube ich. Cool. Ich bin sowieso so ein NECA-Fan, weil die machen alles ziemlich detailgetreu. Das ist echt cool. Okay, Leute, Abspann. Stay down. Sherry's unconscious. I have the antidote. If I give it to her. Claire,
Not now. Come on, Sherry, wake up. Wake up. Please wake up. Claire? Where am I? It worked! Oh, Sherry, you're gonna be okay. Thanks, Claire. It's over. No. I have to find my brother. You're right. This is just the beginning. Ah, my God has protected you. It will always be with you. Claire. Sherry. It worked! Yes. Hammer. Ich find's geil, dass Capcom, egal in welche Richtung du es denkst, die Claire, die ist doch irgendwie der Mann. Ja. Ganz kurz, können wir das wegdrücken? Ich weiß nicht, probier mal. Ne, sieht nicht so aus. Die Claire ist doch irgendwie voll der Mann, die ist doch voll hart und was weiß ich, und der Leon ist so naiv. Mhm. Kennst du erst denke, die wussten damals schon, dass es vielleicht mit der Claire weitergeht und mit dem Leon wahrscheinlich nicht. Deswegen ist die Claire auch eigentlich die Hauptfigur. Allerdings, wenn du dann die späteren Resident Evil Spiele siehst, wo du den Leon spielst, da ist er immer noch auf gewisse Art und Weise so naiv und ja, irgendwie ist er schon blöd. Der blöde Leon. Ja, Wobei ja im Vierer ist er ja groß rausgekommen, ne? ja. Wobei der Vierer am Anfang war ich so enttäuscht, was das für ein Spiel ist. Wenn nicht Resident Evil drauf gestanden hätte, hätte ich es saugeil gefunden, aber allein die Nachricht, es sind keine Zombies da. Ja, das war halt so eine Neuerung, die liebt man oder man hasst sie. Also ich fand auch, ich bin sowieso eher der Typ, der sagt lieber kleinere Veränderungen, als wie was eigentlich gut und altbewährtes komplett zu verändern. Ja. Also ich war echt kein Fan davon, was für einen Weg die Spiele dann eingeschlagen haben. Wobei sie immer noch gut sind, aber ja. Ja, aber das ist halt einfach nicht mehr vergleichbar. So ein schöner Abspann. Ich hoffe, er ist gleich vorbei. Dass wir auch schön sehen, wie wir es geschafft haben. Ja. Wie gut wir waren. Was die Spielzeit sagt, die Endzeit und ja. Shinji Mikami, Game Producer, der macht jetzt auch Evil Within. Da freue ich mich drauf, wie das sein. Ja, ich hab's auch vorbestellt. Ja? Ja. Naja, ich stelle mir nichts mehr vor. Also. Für was? Also ich finde, das ist... Ah jo, für was, aber ich will's am ersten Tag spielen, deswegen. Ja. Resident Evil 2. Wunderschön, dass wir das geschafft haben. Claire A. Als nächstes folgt Leon B. Freut euch drauf. Na, wie schaut's aus? Spannung, hallo? 3 Stunden 13. B-Ranking, ich bin noch nicht ganz zufrieden. Ich finde es eigentlich ganz Mit gut. 3,13. Ich hatte sowas mit 2,5 erhofft, aber gut. Ja, passt. Läuft. Ich denke, für Szenario B werden wir auch so Um den Dreh rum, ja. Ja. So, dann speichern wir mal ab, dass wir Szenario B machen können. Und zwar überschreibe ich dafür den Speicherstand hier. Sehr schön. Alles klar, Leute. Das war Resident Evil 2. Freut euch schon auf Resident Evil 2 mit Kai und Leon B. Bis dann, Leute. Bis dann.